Moin und herzlich willkommen. Wir sind froh, dass ihr dabei seid. Ihr lauscht auf den Podcast Bibel sieht wart. Nee, das Bibel sieht was? Mann, das Bibel sagt was? Seid ihr noch fertig? Organisiert von der LBE-ASBL. Idiot recht. Was seht die Bibel, aber was seht sie nicht? Worüber möcht ihr sich Gedanken, aber worüber staunt ihr? Seid dabei, wenn wir durch und über die Bibel diskutieren. Hat dabei Sinn Miriam. an den Timo. an Haut also die letzte Folge, wo wir über den Jacques schwätzen, wir machen Jacques Kapitel 5, Verse 19 bis 20. Das sind zwei Versen, wir haben keine Angst, wir werden keine 50 Minuten drüber schwätzen. Ich lese es aber auf hier und dann stellen ich ein paar Fragen. Geschwister, wenn ihr von euch von der Wohrrecht aufkommt und es bringt ihn hier bei der Wohrrecht zurück, dann soll ihr wissen, wenn ein Sinner, den auf seinem falschen Weg war, bei der Wohrrecht zurückbringt, der rettet dem Sinner seine Seele für den Tod und deckt einen anmaßenden zu. Meine Frage ist ganz einfach. Wie kann man die dritten zwei Verse verstehen, ohne dass man an die Liberente kommen, ohne dass man gesehen, dass der dritte vielleicht kontrovers ist oder dass es etwas gibt widersprechen am Recht von der Bibel. Also die erste Frage, die ich mal hier gestalten an der Vorbereitung ist, wie weit schließt man den zwei Verse auf? Weil der klassischen Apostel Paulbrief geht aufschließen mit Leif Grace, schönen Tag noch, Amen. So. Das ist eine Weisheitsliteratur und das Standard Genau. von der Weisheitsliteratur für so abzuhören. Ja. Genau, hier kann den Anwendung, an die Anwendung wir aus sich, so mal eine Menge wir da, hier nur die ganze Zeit Sachen abgezählt, die nicht so gut laufen, scheinbar an der jüdischen Diaspora von den Juden, die unter Jesus leben. Und praktisch seht ihr, okay, leif Geschwister, also nach dem Schluss noch ein fein, weil dafür hätten sie heinz du als Topert, also weiter bezeichnet, seht ihr praktisch am Schluss, okay, was ist die Anwendung, die ihr seht vielleicht, dass den ein oder andere von ihr von der Wohlrecht aufkommen, also ob den einen oder anderen trifft das so, weil ich auf 5 Kapitel geschrieben habe, an der Aufgabe wäre sich, auf den anderen zuzugehen, am Deutschen gibst du so noch wegen seelsorgerlich aderweis dem anderen vielleicht zu helfen, darüber nachzudenken. Das ist der Grund, für was ich mengen, du hast es schön beschrieben, weil bei Weisheitsliteratur es sozusagen haut zu geben, ich gebe manchmal im Englischen so ein Call to Action geteilt am Schluss. Das ist ein Punch. Ja. Das wäre mal der Grund, für was ich schreibe. Ich habe aber noch nicht darüber gesprochen, für was es kontrovers ist, was ihr seht. Also, Geschwister, wenn ihr von euch von der Wohlrecht aufkommt, wer ist das möglich? Wir Menschen, Wenn du von der Wohlrecht aufkommt, hat das etwas mit deiner Rettung zu tun. Da ist es froh. wenn ich Kapitel holen, wenn ich den Brief holen, geht es nicht um deine Rettung, es geht um Einzelbereich an deinem Leben, wo du links und rechts lebst. Genau, aber wie kannst du da von der Wohlrecht aufkommen? Also ich gebe so entweder Einzelbereich oder überhaupt generell der Lebensstil, so wie es der Leben feierst, weil von der Wohlrecht aufkommen, das tut mich direkt an Hebräisch denken. Weil es Hebräisch direkt den Leben, das du am Glauben lebst, als auf einem Weg gehen ist. Du gehst auf einem Weg mit Gott oder du gehst vom Weg auf, du kannst vom Weg auf. Und das dasselbe Vokabular. Wenn ihr von euch von der Wohlrecht aufkennt, also vom Weg von der Wohlrecht aufkennt, am Hebräischen, also am Alten Testament, ist das ständig ein Bild, du kannst zum Weg auf und du gehst immer auf den Weg zurückbrüst, durch was auch immer, aber das, wie soll ich sagen, sind die wenig, die ständig riecht Weg bleiben. An der letzten Folge schon mir gesehen, dass die Nimdien hier erwähnt wird, das sind alles Leute, die weit Umwehr gemacht haben. Also den Abraham hat weit Umwehr gemacht an der Zeit, wo
NRWs mat Gott an Tower ab schon an einem Spruch gebracht am Begriff Hoer si immer schon bei Apps wo man so da se weiten ëmweh wann man gucke wat Gott vun eiser Wert am sexuelle Bereich hier an den hier och dat techt den so mal Gott ass méi entspannt mat Eis wann er gesäit den net man Schwierigkeiten sech unter wëre Stund ze halen ass eier so en Hiweis weisheet ass hëllef der Person is op de Wee drop zu kommen an net weis man fannger op an seet guck mal den ass net 2 Kilometer vum Wee of okay mech will wo ganz präzis gin wat ass vorrecht dat heute okay vorrecht ass Lehr vu Moses aus Tanach aus Neu Testament der vorrecht mat de Vierschriften vu Gott ze dien eng sagt muss ich kurz erklären dat wurde danach muss ich Ja. kurz Ah. erklären Tanach ass den Testament zu summen Ja. Testament also dat das vorrecht wann ihr vun der Vorrecht ofkënnt méi meng ehrlich froh ass ma winni sie nëcht dann op der Vorrecht ganz top du passt halt zu 10 Sekunden an degem Leben und da muss nie sehen ob du zukommst 10 Sekunden also aber ganz lang von der Steuer. 10 Sekunden also auch wegschlagen versteht ihr wat ich will so das Ja, ist ja. kontrovers an engen Hinsicht weil wat hecht dat vun der Vorrecht dann aufkomme wann ganz ehrlich mat der Bass was nie ganz an der Vorrecht du liest net der ganz Leben laute Vierschrifte vu Gott Ich geh- dat Welt Nummer 1 mir wissen net alles mir verhalen net alles a wann dufir les ihr den Bibel regelmäßig für das dass Gott die Chance krit fir dich run zu erinnern ey den Gedanken do sind net richtig huet mat dinger Ausstellung zu den. Und da gebe ich den König David als Beispiel höllen. ja weil dat war definitiv Flinty Der König David, Gott beschreibt ihn als Mann nur seinem Herz. Das heißt, so wie, also, ja, so wie Gott sich ein Mann vorstellt, das ist der König David. Wir wollen mal aber den König David gucken, an der Samuelsbücher, dann ist dann alles anders das wie ein, den ständig Weh aus von der Vorrecht. Also, den huet der komme gelos, du brauch ich just en Geschicht zu lesen, dann se den dat die Sachen die sind net vu schlecht dran. An awer gëtten so beschrieben. An dat der soch weil hin immer eng ëmkeier mischt. Hin ändert seg Menung iwwer dat wat er gemacht huet an könnt nees op de Wereck. Du wennst ka Gott so Ja. hin als Mann no segem Herz. an nech giwe neutestamentschen Text oder bei zen Remer Kapitel 12 wann wär se 1 dann 2 op der Seite musst du dann 200 nur de Pol beizeien immer de Jag an de Pol verstehen sich gut also muss man de Pol dabei zählen. Auf der Seite 227 Remer Kapitel 12 du schreibst den Apostel Paul de ke Problem am Jag hat also necke Römer Kapitel 12 Vers 1 dann 2 dofir fuden ich ihrch opgespöster durch der Barme vu Gott ihre Kirpe als liewischen an hellischen Opfer die Gott gefällt ihm durchzubringen dat das ihre verstänischen denkst pass dich net im Zeitalter me los dich durch erlucken dat wicht worauf ich raus will durch der Neuung von ihrem Denke verwandeln für dat dir Präfen an erkennen könnt wat de guten agreabler perfekte Wölle vu Gott aus und de Wölle vu Gott fand schon der Bibel seht den Apostel Paul eigentlich ob eng ader da weiß dat wat hai auch an dene Verse beschrieben gëtt da se Prozess am Niewe vun engem Gleweschen immer nees op de Wee vun der Wërech zurück zu kommen an alle Lebensbereicher an den christliche Glaven also eben net den individuell Glaven ech dir eng Bibel an da fan alles raus fährt man mir zum Beispiel diese Podcast weil man am Gespräch man den absleieren weil die Leute jetzt nur löschen am Gespräch vielleicht doch abst du durchlä können der Tisch da sind gegenseitig encouragieren an hinweisen op Herausforderungen also weiter an de Schmengen den Apostel Paul huet ha ganz gut beschrieben wat dann lo an der Worecht sinn heescht. Wie huet hin ausgedregt der Neierung vu mengen Gedanken. Solang ech an der Kondition bleiwen vun ech sinn op fir meng Gedanken erneiert ze kree vu Gott, weil ich be den anderen Bibel gucken, da baste fir mech weh, da baste an der Worecht. Weil ich schwätz ha net vun perfekte Leiit. Perfekte Leiit wie auch Gott dat net gëtt, weil dann huet de Keen op segem weh.
Hier geht es wirklich, wie Miriam immer sagt, hier ist ein Zustand, der wichtig ist, dass du an der Erneuerung was von den Gedanken. Aber wenn du davon noch aufkommst, wie kannst du dann davon noch auf, an dem Zustand zu sehen von der Erneuerung von den Gedanken? Ja, indem du dich nicht mehr mit Gottes Wort beschäftigst, indem du nicht mehr auf einer gläubig lauscht, dass die vielleicht dich darauf hinweisen, hey, sieht Gott etwas Ähnliches, wie ich an Dingen beholen, Dingen Lifestyle gesehen. Ja, aber okay, hier ist ja dann, da sind wir beim zweiten Teil aber. Aber wie kannst du davon noch auf? Von der Wahrheit. Ja, wie kannst du auf von der Wahrheit? Etwas Praktisches. Das ist ganz einfach. Wenn du den Gedanken nicht mehr erneuerst, durch Gott sei Wort, was müsste automatisch als Mensch, dann erneuerst du den Gedanken mit einer Gedanken, die nicht Gott sei Wort sind. Aber wenn du die dann unhältst, Da warst du bist du sicher, im falschen Weg. dass du nicht mehr an der Wahrheit unterwegs bist. Und die Gedanken, die sind da ganz grob dabei, wo du sogar dabei quasi gezwungen bist, für Sachen zu akzeptieren. Und du musst den Gedanken dann erneuern und gucken, was Gott dazu zu sagen hat. Weil wenn du es nicht erneuerst, dann kannst du von dem Weg auf, weil dann akzeptierst du die Gedanken, die absolut konträr sind von dem, was Gott sieht. Und dafür brauchst du die Erneuerung. Und dafür ist es so mega wichtig, dass dein Lebensweg ist, für den Gedanken zu erneuern. Und suchst du von der aus Gott sei Wort. Wenn du nicht an der Wahrheit bleibst, ich gucke gerade den Chiasmus vom Jacques, dann kannst du nicht an all die Sachen zurück, wo der Jacques als durch ganz Buch gewarnt wird, für die Sachen nicht zu machen. Zum Beispiel, wenn du nicht an der Wahrheit bleibst, das heißt, wenn du nicht an der Bibel bleibst, am Gebet bleibst, dann hast du ein Problem, den Zunge am Zahn zu halten, du hast ein Problem, eine richtige Perspektive vom Reichtum zu haben, du hast, was man noch, du weißt aber immer Favoritismus, vis-à-vis von Leuten. So all die Sachen, die hier aufgezählt werden, das sind Sachen, die ich kann bezeichnen als Sachen, wo du vom Weg aufkennst. Und dann seht ihr ja, wo man auf Jahre gehen, und es bringt an eine Person, bringt ein, Der muss richtig. Und es bringt den hier. ja, pardon, und bringt ihn hin bei der Wahrheit zurück. Eine Person bringt die Person, die von der Wahrheit aufkommt, zurück. Wie bringst du eine Person zurück? Und dem Statement wird der Jacques muss schöne Brief schreiben. Oh Mann. Oder eben mit der Person schwätzt. Also für mich ist es klar, ich meine, du kannst nimmer eine Person herausfordern, für seine Gedanken zu erneuern, an dem akzeptiert, was Gott seine Gedanken sind, vis-à-vis von alles, was mein Leben konzerniert. Das sind soll deren akzeptieren, und das sind die anderen Gedanken angepflanzt gut, aber wenn es den rett, sind es die Gedanken, die außerhalb angepflanzt gehen, an die lo in Zyklus von der Erneuerung von den Gedanken sind, und du müsste keine Erneuerung von den Gedanken. Und das ist froh, wie bringst du die Person zurück, für dass akzeptiert, Bibel zu lesen, Gott seinen Gedanken zu akzeptieren. Also kann ich nicht wie der Prophet Nathan machen, wie man David, wie hier man David gemacht hat, und eine Geschichte erzählen. Ich fand diese ganz effikaz. Leider machen wir das nicht zu viel. Wir kommen direkt und wir machen das so. Also der Nathan hat ja dem David eine Geschichte von Ungerechtigkeit erzählt. Ich fand exzellent, ja. Den David hat richtig auf die Geschichte reagiert. Haben ihn doch verstanden, dass es dem gegangen ist, ja. Nee, der Nathan hat aber für dich Müsste so, das ist richtig, ja. Der Nathan hat ihm gesagt, hey, du bist aber die Bösen, hey. Ja, weil ja seine Reaktion, so, den David hat auf die Geschichte reagiert und war Rosi, was den umgerechten, und du hat Nathan gesagt, du bist es. Genau. Okay. Und Das ist clever, gell? Wir müssen davon erleben. Ja,
also dat ass e Beispiel, dat Gott als gëtt an der Schrift fir wéi man dat kënne machen. Dat ass an enger dat ass an enger Kultur, wo en Kleit net vull ugreifen, hier eier net vull ugreifen, ass dat Perfekt Sach. eng ganz gute Wee fir dat ze machen. Schmengen Tiwer mir muss bisschen durch schaffen fir so bis heier ähnlichches Ben zu stellen. Und dann oder willst du noch bei so? Noch net sinn im gang ze sich wat man spontan afall ass michch fannnen grad net. Aber dann so dann kann man vielleicht helfen. Et gët eng Bibelstell, wo beschriwe gëtt wéi verschiedene Leiit soll hëlfen ja wann se vum Wee vun der Wurcht ofkom sinn an wien du erkennt, dat verschiedene Gruppe vu Leiit gët bis grad im gang ze überleen. Oh Mann, das ist Das viel mat was. ze werk. Ja, das ist ein bisschen weg, weil da so nicht ja mal die ganze Bibel gebe ich also mir bon. Da komme ich hier Ja. bisschen Thema fand vielleicht. Genau Ey, so noch net so fertig viel Zeit Da soll he wësse se den hai. Aber nu muss man gut oppassen. Wen e Sënner den op segem falsche Wee war. schon fand. Okay, dann mach fircht An Denken 1. wir, Thessaloniker Kapitel 5, dat ass op der Seite 339 am Neuen Testament der Plötzebuech. Du steht am Kapitel 5 Vers 14: Geschwister, mir fuderen ich des Weiteren op, weis déi zurecht, die unverantwortlich sinn, encouragéiert déi, die decouragéiert sinn, hëllef denen, die schwach sinn, sieht mat jidereng gedëllech. Hecht fir dunnest du gesot entweder so oder weng anerderweis eigentlich muss ich so wie den Jacques auch dann dafür bei wem sinn ich direkt, bei wem sinn ich mir fein. Also bei der Reiche war ja so mal direkt, andere heute als Topart bezeichnend, aber bei anderen, die zum Beispiel Heilo. Ja, du der nicht vergisst mit einem jüdischen Kontext an die sie méi rige raus. Ja, ich will wir aber müssen das vielleicht kulturell bisschen adaptieren. weil du mal so auf der Weg zurück auf die Wöre springen, hängt von der Situation ab, was die Person Heinz, du musste auf Deutsch gewesen ermahnen, an den anderen musste vielleicht eher encouragieren. Panzer. Oder den anderen musste einfach von einem Trächten, genau. Okay. Dat war aber gute Bibelversins von. Da soll ihr wissen, wenn ihr Sënner, den op segem falsche Wee war, bei Vorrecht bringt. Bis du da haben wir ja alles geklärt schon, ja, wie man das alles machen und wat das geht. Der rett dem Sënner seg Seel für Tod und deckt eng Anmassen zo. Und erklärt mal, wat wollten dummer so. Dat heißt, ich war Weh von der Vorrecht, ich erneuere meine Gedanken nicht mehr, ich komme auf und lo aus meine Seele nicht mehr gerettet. Also so zu verstehen. Das wollte wirklich schon so. Und da ist doch so ein kontrovers. Es gibt Leute, die geben den Satz, die retten seine Seele für den Tod behaupten, dass der Vers hier, also umgedreht sieht, bevor die Person ist von einer anderen Person auf der Wurst zurückgerufen wird, praktisch weh war, seine Errettung zu verlieren. Das deutet man Leute hier so. Manche geben sowieso, da war den noch nie gerettet. Oder das einfach für das Leben. Genau, aber das für mich aber gut nicht, worauf hin heraus will. Genau. Du hältst einen Teil von einem Vers aus dem Kontext, was hin eigentlich will so ein Fakt aus der Bibel sieht, Konsequenz von der Sünde aus dem Tod. Absolut. Das ist Römer 6, 24 oder 23. An Bibel, an alles, Genau. was dann lernen von Moses, ist ganz klar, wie oft dass viele Israeliten die müssen sterben, weil sie nicht. Hier schwätzt am ganzen Buch schwätzen eigentlich nicht groß drüber über deine Rettung oder nicht. Mir schwätzt immer drüber, du bist gerettet, was macht man mit unserem Leben? Und hier seht ihr einfach, wir können NRW sehen, auf dem Wurichtsweh, für den Spart du für 10 Sekunden. Und dann, oder wir sind halt gerade auf Abwehr NRW, und da muss man es eben bewusst sehen, auch als Gläubige bringt Sinn an irgendeinen Sinn Konsequenzen ultimativ als Konsequenz den Tod. Aber wo ihn auch bemerkt, dass nämlich es keine immer Rettung geht, weil dazwischen steht ein an und du steht deckt ein Unmaß Sünden zu. Genau. Wann da misst du schon alt Sünden zu. Ja.
weil ich gehe ja gerettet, weil Jesus all Absolut. Sünden zugedeckt hat. Absolut. Was ich aber interessant von dabei ist, an einem gewissen Sinn kann ich für einen anderen Sünden zudecken, an dem ich ihn davon aufhalte, noch weiter zu machen. Also das ist schon ein gewiss Macht, dass das falsch wird. Mehr Verantwortung oder Kompetenz, die man in dem anderen gegenüber halt kriegen. Ich kann dem anderen helfen, auf den Weg zurückzukommen, wann ich ihm helfe, mit der Bibel ist richtig zu denken. Das ist eine höchste Verantwortung und gleichzeitig auch eine höchste Kompetenz, weil das heißt, wir da, die ich andere Leute so, können einen positiven Effekt tun. Also wir leben ja in einer Welt mit teilweise zu viel Info und du denkst, Heinz, also überhaupt noch relevant, wir da können auch, also sie können auch einen negativen Effekt tun, das, also am Jacques-Brief ja auch ganz klar. Klar, ja. Sie können auch einen positiven Effekt tun, Leute, um eine gute Spur nicht bringen. Hast du welche Gedanken dazu, Miriam? Ich schon einfach ein Bild vom Alten Testament auch gedacht, so von, von der Anmaßungen zudecken. Das Zudecken, das wird für mich das Bild vom Blut von einem Affer abgerufen. Das Blut, besonders am Tag von der Versöhnung, das Blut auf den Deckel vom von der Lütz ausgeschott gouf. An dass Gott dann dort Blut gesinn huet, dat huet dann so seinen zougedeckt, a wie man den Dach schon selber genannt hunn an Verben, die dann auch die selbe hebräisch Wurzel hunn, dat huet alles mat Versöhnung zu tun. Tech wann man hëllefen die Sinnen, die Anmaßungen Zoll zu decken, das heißt, dass man Versöhnung mit Gott für die Person bringen. Flütt schon nicht mit zu so, meine Frau hat alles gesagt. Das heißt für mich, am Resümee, bald vor ich zurückbringen, erspürt engem, dass er stirbt. Weil sein Seele für den Tod, das hat dem Moment dummer sind, das halb der Erde an diesem Zeitalter. Ihr schwatzt nicht von der Seele, was irgendwie geschieht, ob das an de Feuersee geht oder so. Das ist nicht das, um was es halt geht. Es geht darum, du hast die Person, sein Leben an der Hinsicht gerettet, wie du ganz klar gesagt hast. An der anderen Seite hast du ihn versöhnt mit Gott. Das ist für mich, was das heißt. Und du hast die zwei Sachen zusammengebracht. Und das ist, was mega, mega wichtig ist. Das ist als Aufgabe, nur unsere Brüder und Schwestern zu gucken. Das tut mich, wie ich das heute präpariert habe, habe ich auch das ein Text am Alten Testament, den wir zwar noch nicht offiziell übersetzt haben, aber wo ich selber aber wollte für heute übersetzen, weil es so pertinent ist, das quasi den Vers von dem, was wir noch geguckt haben. So, wir versöhnen im Mensch mit Gott, mir geht es auch um Eisverantwortung von mir, die sind den Bruder gesehen, der vom Weg aufkommt, der von der Welt aufkommt. Und ich lese nicht, das am Hesekiel 3, Verse 17 bis 21. Da seht dann, Mensch, ich habe dich als Wächter über das Haus Israel angesät. Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie für mich warnen. Das ist die Abforderung an den Hesekiel. Wenn ich zu einem Bösen so, dass hier sterben wird, und du warnst hier nicht, und du schwätzt nicht mit ihm, für den Bösen für seinen bösen Weg zu warnen, für sein Leben zu retten, da stirbt der Böse wegen seiner Schuld, und ich verlange dann, dass du wegen seinem Tod Rechenschaft auflässt. Wenn du aber den Böse warnst, und er kehrt nicht von seiner Bösheit und von seinem bösen Weg auf, da stirbt er wegen seiner Schuld, aber du hast dein eigenes Leben gerettet. Wir haben auch eine Verantwortung. Das nicht heißt am Schenk, also nicht nehmen so Wanderreden gesieht,
den vun der Woche ofkënnt an die hut locht fir bei Woch zurückzubringen. Nee, das vom gesinn, dann muss man machen. Bei mir drohen eng Verantwortung. Ja. Absolut. Schmenge mir hunn genug Jacques dies durchdiskutiert. Da wollte ich aber ihr frohen nur dem was zusammen diskutiert tun du sie Sachen die man neu entdecken du sie Sachen die man geleiert tun auch an das Diskussion mir lehren immer bei als absolut kein froh ich wollte einfach ihr frohen wann ihr schaut gibt so ein Buch Jacques mat wat giwe dat associieren a gibt er so en Art Buchschlag, dat is viel kompliceéiert dan voilà, gift den doden. Wat denkt der Haut no dem so dat durchdiskutiert hunn iwwer de Jack also dat wat hin so hat. Also mégi wafallen de Jacques de Brief vum Jacques hëlleft ma méi ze verstoen, wéi liewennech praktisch als Glewesche mat andere Glewechen an all den Herausforderungen, die mënschlech an noch glavenstechnisch zwischen de Glewecher ka sinn dat se ganz praktisch Buch an dat se ganz direkt Buch as hin. Ihr seht Sachen direkt. Okay. Se Ischneppe se lo daraus geléiert, wo du sos das abs Neues fir mech und ich werd mech donne orientieren fir dat Fleisch umzusetzen. Also den letzten Aufschluss ist natürlich effektiv, so wie mir am Schluss gesagt wird, dass meine Verantwortung gegenüber dem anderen Hund. Wir können nicht so nicht fortgucken. Ja. Ich meine, das der Schluss ist so pertinent, dass am Fonkolin hört für die zwei Sätze heute quasi all das geschrieben. Ja. Für zu weisen, ich habe das mit ihr gemacht. Das ist ein bisschen das für mich. Die zwei letzten Sätze aus das, was den Jack gemacht hat, mit hinten durch den Brief. Ich fand absolut resümiert, was er gemacht hat, aber was er will, dass wir machen. Dass wir weiterhin an den erneuerten Gedanken leben und dass wir das abhalten, das zu machen und dass wir einen anderen brauchen, so wie der Jacques, den uns Heinz sagt, hey, pass auf. Und natürlich braucht man Leute, die Courage haben, das zu machen, weil es sind viele Leute, die etwas gesehen haben, nicht so. Das ist ein riesiges Problem und das ist eine Responsabilität. Mir das vielleicht auch, weil die Leute nicht gelernt gesehen, wie sie selbst können approchieren, aber wird vielleicht eine Responsabilität aus von den Lehrern für zu sagen, hey, ich meine, wir müssen mal einen Kurs machen und kulturellmäßig, wie adressieren wir die Sachen. Ich meine, das ist eine Lektion für mich. Also für mich ist der Jacques fantastisch. Das ist ein mega Buch. Für mich ist es mega praktisch. Mit das gesehen wir auch durch den Jacques wo erwähnt wird an der Postgeschichte hin ist immer praktisch, immer Terra, immer Boden. Das nicht, was hin nicht praktisch gesehen. Das fand ich so faszinierend über das Buch. Und ich bin so froh, dass man konnte weisen, dass der Jacques gar nicht von der Rettung schwätzt, hinhält dass der Nachfolger von Jesus passt. Hin hört nicht zur Rettung mehr zu sagen oder Männer zu sagen. Schwätzt heu vom christlichen Leben, das heißt von Nachfolger von Jesus zu sehen, aber wie gesagt, das praktisch aus. Do gebraucht in Technologie, wo Leute opsprangen und so hier schwätzt du nimmen Werke retten oder nimmen den Jacques sagt, du kannst dein Leben, also die Rettung verlieren, mehr hin nie von der Rettung geschwärzt. Hier schwätzt heu von der Heiligung. Das heißt, mit Gott fußen, das heißt, an Gott fußen, die Versöhnung, dass die mehr kompakt damit bleibt. Aber bon. Dat as fir Mch und net was du willst nach so. Also spangen die Sachen, die für mich am mischen und dann störchen, sind aus dem Höhepunkt vom Buch die ganze Geschichte mit der Zunge, da sind sein Langage muss beherrschen, da sind daneben auch die Herausforderungen und Lehrmeisterin. Dass man als wir da müssen weihen, dass man
ja net egal wéi man da Eise wieder und derfen ëmgoen. Dats man och also mir eng Verantwortung wie man lo an dëser vollech gesinn hunn wie vun denen, die vum Wéi aufkommen méi die léieren hunn noch eng Verantwortung wie vun hire Wider a wie se sech ausdricken a wer ze soen a wie se auslewen. Dats ma eng Sach an dann dat anert Welt war fir mech eng Fréet fir ze entdecken, wéi verwurzelte Jacques am Alten Testament ass. Das wirklich also die Parallelen huet mech frustréiert, weil die meeschte Parallelen am Jacques kommen aus de Sprëcher an aus de Psalmen. An die hummer jo an net iwwersät. Techt war fir mech bëssen noch frustrant, wellch net alles do kon rauszeen, wéi ichcht wollt. Mé der friednech Bestand dat fir her no an eng anerkeier ze machen. Met war ja der einfach do ze gesinn wéi verwurzelt an och van mirlo viel vun der Leiier vu Moses mir viel op Leiier vu Moses Zrécke graf mir dat meescht können awer vun de Sprechern des Psalmen. Voilà, mir schließen dann das vollech of, dats dann die lächt vollech die man mam Jacques hun, da fenke man eng ennner Staffel hun. Mi hun als zu Summe gesät an hun drwer no gedurcht. Wenn man dann lo fir nächst an mir am schon Konklusioun gut gezünn huet, de Jacques eng froh ass kannst du de Jacques verstoen ou nie dat Testament ze kennen. Nee. Nee, Ech so, du kannst het verstoen, du verstehst se total falsch. oder dat. Dat ass definitiv eng Sach. Dat techt Min als de Lofir geholl a mir trauen als dat ze machen, dats die nächst Staffel, die man dann ofennken, werd man ofennken an Genesis. An mir machen als best fir mat Ech duch d'Léier vu Moses ze goen an bis du hin an Mengemer ass de recht iwwersat. Mesonnech firmers Merci, dat se no geläuscht huet. Van der Kommentare wët machen, wéider des ganze Staffel also des ganz Staffel fan huet oder froen huet, der macht dat. Mir hunn mir sinn immer bereet fir Ihrche Froen ze beantworten, so gut wie man können. Am Heinz so wann bis mir lang brauch das, weil der so eng gut vorgestaltet, dass mir alle Götte muss no sich als die Summesätze fir eng Antwort können zu geben. Dat waret dafür haut. Abonniert ger de Podcast Bibel seet wat, organisiert vun der LBE-SBL. Für all Froen a Feedback schreibt das ger iwwer info@lbe.lu un. Merci, dat Dir no gelauscht tut. Adi a bis nächst Keier.